8. Mai 1945, Tag der Befreiung. Ja, hallo und guten Tag. Ich sitze wieder in der Oma- und Opa-Ecke. Heute ist die Lesung allerdings dem Tag der Befreiung gewidmet und ja, der mir persönlich auch sehr wichtig ist. Und ja, deshalb ist die Lesung etwas anders. Ich lese aus Originaldokumenten meiner Familie bzw. von dem ersten Mann meiner Mutter, Paul Heinze. Daraus lese ich ein paar Fragmente aus den Tagebuchaufzeichnungen und aus 2 Briefen, die er ihr geschrieben hat, und noch die Mitteilung über seinen Tod. Ja, mir ist dieser Tag ganz wichtig, weil meine Mutter Kriegerwitwe war. Ihr Mann ist noch am 1.2.1945 gestorben und mein Vater hat sie dann 1947 geheiratet, aber das ist wieder eine andere Sache. Und ich habe mich als Kind schon immer mit Krieg beschäftigt. Wahrscheinlich ist auch immer erzählt worden aus dieser Zeit. Also für mich war das nie fremd. Und auf unserem Boden, da gab es so ja, Kriegsschiffe, die Pauli gebaut hatte, so Kriegsschiffsmodelle, mit denen wir als Kinder gespielt haben, weil wir ja, noch kein Gefühl dafür hatten und die Eltern haben es nicht gesehen und dadurch sind die auch kaputt gegangen, leider heute. Aber so ist das mit Kindern. Und gleichzeitig habe ich aber auch dabei schon als kleiner Junge, ich musste aber lesen schon können, ja, seine Tagebuchaufzeichnungen gelesen und auch die Briefe, die er Mutti geschrieben hat. Und mir war schon als Kind klar, Krieg geht gar nicht. Bundeswehr geht gar nicht. Da wollte ich nie hin, da bin ich auch nie gewesen. Wie ich das geschafft habe, das ist wieder ein anderes Thema. Und ja, mir ist es wichtig, dieser Tag der Befreiung, und ich schließe mich auch den Forderungen danach an, dass dieser Tag ein Feiertag wird. Feiertag deshalb, weil wir uns freuen können, endlich vom Faschismus befreit worden zu sein, und auch, dass der schreckliche, von ihnen angerichtete Krieg zu Ende war. Ich fange jetzt an mit einem Gedicht von Kurt Tucholsky, aber vorher möchte ich noch für alle Menschen, die im Krieg ums Leben gekommen sind und auch immer noch ins Leben kommen. Seit 2000 gibt es mindestens 27 neue Kriege. Das ist unvorstellbar. Wir machen uns alle mitschuldig, indem wir Waffen liefern, Kriegsmächte unterstützen, und das geht gar nicht. Und ja, ich hoffe, dass die Mächtigen, die das Sagen haben, irgendwann mal zur Besinnung kommen. Also die Kerze ist für alle, die unter Kriegsbedingungen leiden, auch für die Flüchtlinge, die aus ihren Ländern weggehen mussten, weil es unerträglich war. Auch aus Deutschland mussten Menschen weggehen, wieder weil sie nicht die richtige Religion haben oder aus politischen Gründen. Und wir haben die Situation heute auch, dass die Leute zum Teil nicht aufgenommen werden. Erleben wir ja augenblicklich wieder, aber es war damals auch schon so. Die Juden waren auch woanders nicht willkommen. Gut, ich fange mit Tucholsky an. Ich sage noch einmal, ich muss diese Lesung in 2 Teile unterteilen, weil bei Instagram geht es nicht anders als 15 Minuten zu lesen, und gestern meine Live-Lesung, die konnte ich leider nicht abspeichern. Das ist mir nicht gelungen, ich kenne mich da nicht so aus. Wenn aber Christus, der gesagt hat, du sollst nicht töten, an seinem Kreuz sehen muss, wie sich die Felder blutig röten,
wenn die Pfaffen, Kanonen und Flugzeuge segnen und in den Feldgottesdiensten beten, dass es Blut möge regnen, und wenn die Vertreter Gottes auf Erden Soldatenhämmel treiben, auf dass sie geschlachtet werden, und wenn die Glocken läuten Mord und die Choräle hallen Mord, ihr sollt eure Feinde niederknallen, und wenn jemand so verrät den Gottes Sohn, das ist keine Schande, das ist Religion. Kurt Tucholsky. Das hat er aber vor dem Ersten Weltkrieg geschrieben. Ja, ich zeige hier einmal ein Bild von meiner Mutter und meiner Schwester Elke, 1942 geboren. Und es geht um Paul Heinze, der im Krieg ums Leben gekommen ist und wodurch meine Mutter dann Witwe wurde. Abschrift des Briefes von Paul Heinze aus Hannover vom 6.12.1944. Meine kleine süße Frau, heute zum Nikolaus sende ich euch die allerliebsten Grüße und Küsse. Soeben ist Entwarnung. Wieder mal zogen die großen Geschwader der Tommys und Amerikaner über Hannover. Es sieht unheimlich aus, wenn man die vielen Geschwader so zusieht. Niemand setzt sich ihnen im Weg. Meine süße Lieschen, mir geht es soweit noch gesundheitlich gut. Eben kommt es geschrieben, dass der Lehrgang bis zum 31. Dezember dauert. Frauchen, das ist ja weniger schöner. Ich habe schon darauf gefreut, zum Fest bei euch daheim zu sein. Es ist schon wieder Voralarm. Ich habe Luftschutzdienst und wir müssen bei Voralarm schon aufziehen. Frauchen, um nur einen kleinen Einblick zu bekommen, ich sitze hier in der linken Hand einen vertrockneten, vielleicht Kantenbrot, in der rechten die Bleifeder. Frauchen, man ist schon froh, wenn man ein Stückchen Brot hat. In den letzten Tagen ging mir das beinahe schlecht, eben weil das Brot so knapp ist. Andere Kameraden haben aber immer noch etwas übrig. Frauchen, zur Beruhigung, ich habe das Stückchen Seife, wie auch die Weißbrotmarken mit Freuden und herzlichem Dank erhalten. Meine Seife war gerade ausgegangen. Liebe Lieschen, wie ich schon mal in einem meiner letzten Briefe schrieb, wirst du dich bestimmt wundern, dass du die letzte Zeit so wenig Post von mir bekommst. Ich muss nochmals sagen, dass ich moralisch fertig bin, eben weil ich es nicht schaffe. Am liebsten möchte ich nichts mehr hören und sehen. In Lübeck hätte ich vielleicht eine bessere Zeit verbracht. Vielleicht wäre ich auch schon wieder an der Front. Man weiß es ja nicht. Mein Süßen, es ist Vollalarm. Das macht auch keinen Spaß. Ich selbst mache schon gar nicht mehr viel. Ich habe nie geglaubt, dass die hier so viel über Geschichte verlangen. Aber lass, hoffentlich brauche ich nach dieser Anstrengung nicht gleich an die Front. Draußen rumst es ganz schön. Frauchen, ich war gerade im Kino hier im Festsaal. Es gab dort Feuerzangenbowle mit Heinz Rühmann. Ich habe diesen Film ja schon mal gesehen. Es war aber wieder aufheiternd. Meine liebe süße Frau, wie du schreibst, muss Püppi sich ja schon ganz schön rausgemacht haben. Ich kann den Tag gar nicht abwarten, wenn ich euch beide wieder in meine Arme nehmen kann. Du schreibst, dass Mutter weg war wegen Obst. Frauchen, das wäre ganz schön, wenn ich daheim wäre und auch losgehen könnte. Mein Süßen, mach dir bitte keine Gedanken, wenn ich mit dem Schreiben etwas nachlasse. Ich muss zu euch, damit ich wieder frischen Geist und Mut bekomme. Nun, meine liebe Lieschen, will ich für heute meinen Brief beenden. Grüße bitte alle von mir. Meine liebe kleine Lieschen und Püppilein, seid beide ganz lieb geküsst und gegrüßt von eurem Papi.
So, und das ist der Papi, das ist Paul Heinze, den Mann, den meine Mutter 1942 geheiratet hat. Jetzt habe ich hier Abschriften aus seinem Tagebuch und beginnt am 8. Januar 1945 mit Fragmenten und endet am 24. Januar 1945. 8. Januar 1945. Ruhig, das Schiff schwankt. Es ist einem richtig schlecht zu Wege. In den Räumen ist eine unheimliche Mückenplage. 9.1.45, Lübeck, Mikes Geburtstag. Die Nacht habe ich gut geschlafen. Ein sehr kalter Tag. Bekleidungsappell. 17:17 Uhr, Abfahrt aus Lübeck über Stettin, Stargard, Danzig. 10.1.45, Danzig. Ankunft in Danzig mit dem Zug ungeheizt, kalt, kein Schlaf. Und dann hat er den letzten Brief an meine Mutter Elisabeth schreiben können, aus Danzig, den 10.01.45. Meine liebe Frau, viele herzliche Grüße schickt dir aus der Kaserne in Danzig dein lieber Menne. Meine liebe Lieschen, ich weiß nicht, mit welchen Gedanken und welcher Auffassung du mit meinem Urlaub nun meinen Brief lesen wirst. Trotz alledem will ich ein Lebenszeichen von mir geben, obwohl ich mir immer vor Augen halte, wie du immer gesagt hast, Papier ist geduldig. Somit will ich nun vorsichtig sein mit meinen Zeilen. Du wirst vielleicht auch denken, der Kerl hat einen zu viel. Du kannst von mir denken, was du willst. Ich bin ja nicht mehr zu Hause und sehe nicht mehr, was du tust. Ja, liebe Lieschen, ich kann nur so schreiben, weil du selbst sagtest, dass dein Vertrauen zu mir nicht mehr so ist, wie es zu Anfang war. Heute noch bin ich in Deutschland. Morgen bin ich schon auf dem Wasser, um nach Libau zu gelangen. Libau ist eine Stadt an der Ostsee in Lettland. Hoffentlich habe ich Glück, diesen Winter gut zu verbringen. Diesen Einsatz werde ich mit großer Zuversicht entgegensehen. Was uns da draußen blüht, wissen wir. Ihr wisst daheim nicht, was das Kurland bedeutet und wie die Front dort verläuft. Es ist auch gut. Uns wurde heute alles gesagt. Deshalb möge mich das Glück beiseite stehen, dass ich aus diesem Abschnitt gut und gesund zurückkomme. Ich darf nicht schreiben, weshalb wir dort oben kämpfen und halten müssen. Liebe Frau, ich kann selbst heute noch nicht darüber hinwegkommen, über meinen Urlaub, mein Benehmen gegen dich. Kein Abschied war so schwer wie der letzte. Ich weiß nicht, was du machst und über mich denkst. Ich wünsche euch daheim nur das eine, dass ihr alle gesund bleibt. Stets werde ich an die letzten Stunden meines Urlaubs gedenken und werde mir immer Vorwürfe zu machen haben. Ich will nun schließen. Es sind meine letzten Stunden in der Heimat. Bleibt alle gesund und sei herzlich gegrüßt von deinem Mann. Adresse, Absender noch unbekannt. Ja, das war der letzte Brief von Pauli an meine Mutter. Und ja, es muss wohl zu Hause etwas vorgefallen sein, womit er dann in den Tod ging. Ich muss jetzt hier erstmal abbrechen und ich melde mich gleich wieder. Tschüss, danke.